Könnt ihr euch eigentlich noch an das Video da erinnern? Diese Maske bringt nichts, außer gegen die Staatsüberwachung. Die Polizei ist am Filmen. Aurelio, hat dich vor kurzem auch fast den Gong getroffen, wo du gesehen hast, dass das Video da publik Wie vom Gong erschlagen. Schaut euch mal das an. Die Polizei, die hat so Bodycams dran und man kann jeden, der hier ist und keine Maske auf hat, verfolgen. Schau mal, wir haben dir hier auch, dass du das machen kannst, dann kann man dich zumindest nicht erkennen. Dankeschön. Ich liebe diese Menschen, die sind so einfach. Sie ist einfach fake, sie hat einfach genau gleich Video genommen und ist einfach genau gleich nochmal gemacht. Also eigentlich basically das, was ich meine ganze YouTube-Karriere lang schon gemacht habe. Sehr, sehr nice. So einfach gestimmt, ich liebe diese Menschen. Erstens, geile Videoidee, geile Videotitel. Wie du Maskengegner dazu bringst, eine Maske zu tragen. Wie du Maskengegner dazu bringst, eine Maske zu tragen. Genau das Gleiche. Geile Flyer. Genau die gleichen Flyer. Ich weiß nicht, ob ihr das Originalvideo gesehen habt, aber wenn ihr das kennt, dann ihr wisst, haargenau gleich. So geil habe ich das gefunden, dass, als ich das gesehen habe, habe ich glaube meinen Anwalt informiert. Gang 96 hallo? Ja, guten Tag, ich erreiche Sie aus der Schweiz, der Rechtsschutzkanzlei Schmidtke und Partner. Ja, guten Tag, ich erreiche Sie aus der Schweiz. Ich bin der Cedric und ich spreche... Oh mein Gott, habe ich gerade aus meinem Mund gespritzt, hey. Ich spreche auch mal ausnahmsweise Hochdeutsch. Auch hier bei Izzy einfach nochmal schön das Logo in die Kamera halten, ne? Ich suche den Herrn... Um was geht's denn? Es geht um eine Urheberrechtsverletzung. Der moderiert gerade, weil er Sendung hat tatsächlich. Okay. Deswegen ist es gerade ein bisschen schlecht. Okay, dann rufe ich an. Das könnte bei mir auch passieren, ne? Weil ich bin ja auch ein Moderator und ich bin ja auch im Radio tätig, ne? Aber nicht bei Radio Gong. Aktiviere Glocke kaputt. Einfach morgen das noch einmal an. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Und obwohl ich in dem ersten Telefonat gar nie gesagt habe, um welchen Inhalt dass es jetzt konkret wirklich geht, die beim Radio Go haben es irgendwie gewusst und über Nacht ist komischerweise das Video von allen Plattformen plötzlich verschwunden. Am nächsten Tag hat mir der Geschäftsführer nicht aufgehört anzurufen. 2 gespeicherte Nachrichten. Das ist mein Name, Geschäftsführer von Radio Gong in München. Beim Radio Go haben die Hosen wirklich richtig gestrichen voll gehabt. Der Geschäftsführer hat wahrscheinlich wirklich gedacht, holy shit, fang nochmal, jetzt kommen irgendwelche Schweizer Anwälte hier auf mir zu und tun meine ganze Existenz hier beim guten alten Radio Gong rausgehen, rauslüten. Das wird gar nicht mehr sein. Gong, RIP Gong. In der Redaktion von Gong gibt es keine Gangbangs mehr. Ja, okay, das ist überhaupt nichts gewesen. Ja, ich meine, der tönt vielleicht noch witzig oder so, aber im Kopf hat er noch lustig getönt. Aber ja, okay, wieso recht? Ja, scheiß drauf. Logischerweise habe ich dann darum auch nochmal zurückgeläutet. Ich muss aber sagen, für mich hat sich der Fall eigentlich schon längstens erledigt gehabt. Um 96 Grad. Grüß Gott. Guten Tag, hier ist Schmidtke. Hallo Herr Schmidtke, grüß Sie. So, jetzt klappt es. Ich hatte schon versucht, Sie zu erreichen. Sie hatten sich gestern gemeldet bezüglich des Videos, ne? Nein. Nein? Nein. Aber Sie haben ja gestern bei uns angerufen. Ja, genau, ja. Okay. Und was war dann der Grund des Anrufs? Ja, ich wollte... Was war denn der Grund für den Anruf? Hures gestresstes Lachen bei Radio Gong. Radio Gong, bei denen im Moment läuft es nicht so gut mit den Werbeeinnahmen und Corona. Es ist halt alles ein bisschen... Ja, es ist wirklich ein bisschen knapp bei Gong. Ich wollte einfach den Musikwunsch platzieren. Ach, Sie wollten einen Musikwunsch wünschen. Die Kollegin hatte mir was anderes ausgerichtet. Aber wenn Sie nur einen Musikwunsch haben, dann dürfen Sie gerne auch loswerden. Das ist kein Problem. Wenn Sie nur einen Musikwunsch haben, dann kein Problem. Ey, die Sekretärin, die gestern abgenommen hat, die bekommt so eine ZS. Die bekommt den grössten ZS, den man sich vorstellen kann. Vielleicht ist sie sogar erst ein fucking Job los. Ey, Seti, kannst du das überhaupt mit dir vereinbaren? Stein vom Herzen. Offenbar ein riesiges Missverständnis, weil ich habe da nicht angerufen wegen Urheberrechtsverletzung. Ich wollte einen Song wünschen, und zwar für meinen Freund, den Urs Reber, echt verletzend. Was war der Musikwunsch, um den es geht? Ja, dann hätte ich gerne für meinen Freund Urs Reber echt verletzend. Ah, okay, na gut, wunderbar. Dann weiß ich Bescheid und werde das weitergeben an die Musikredaktion und bedanke mich für den Rückruf. Trotzdem habe ich dann als riesiger Und bedanke mich für den Rückruf.
Das ich hat die Hose gestrichen vorgegeben, dass ich... Radio Gong-Fan, der Geschäftsführer, noch darauf aufmerksam machen, dass der Viral-Hit, den er da letzte Woche rausgelassen hat, irgendwie verschwunden ist. Jetzt wollte ich einem Freund etwas zeigen, das ein Video mit diesen Masken. Jetzt wollte ich das einem Freund schicken. Ich finde das nicht mehr. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Ihr Anliegen ist. Ich verstehe das nicht ganz, aber dann beendet man das Gespräch, weil das ist ja dann auch keine Lösung. Also, wieso jetzt plötzlich so harsch? Das verstehe ich nicht. Ja, der Musikwunsch ist angekommen, alles wunderbar und dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, was habe ich denn jetzt gewünscht? Haben Sie das überhaupt aufgeschrieben? Ja, habe ich aufgeschrieben. Vielen Dank, wiederhören. Was hab ich denn gewünscht? Yo, Radio Gong, Mann! What the fuck? Da gibt's kein Ping-Pong, da aktiviere ich die Glocke bei euch sicher nicht. Ihr stellt die Videoidee und dann macht ihr noch diesen. What the fuck? Radio Bing-Bong, Radio Ciao Ciao, Mann! Wirklich gar kein Bock auf euch. What the fuck? Da gibt's wirklich als D-Doppelpunkt. Ey, da hat sich bei mir also das Radio ausgegongt. Wir sind am Scheiß. Der Arsch ist vom Leben. Hey, aber hey, Easy, beziehungsweise Sedi, sehr, sehr cooles Video von euch. Sedi, ich weiß nicht, ob du das Video jemals in deinem Leben wirst sehen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch eher mit Fischen beschäftigt oder so. Aber wenn du das Video jemals in deinem Leben solltest sehen, dann tu ich jetzt einfach mal so im Stream oder so einfach gerade öffentlich sagen, tu doch mir mal verarschen. Tu doch mir mal verarschen. Ich weiß nicht, ob es klappt, ob es funktioniert. Überleg dir etwas, für das du mir kannst verarschen. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie kannst du da sicher eine Verarschung rausholen. Und wenn dir das glückt, dann GG's. Und wenn nicht, du machst es es macht es niemand. Absolut gar niemand macht's. Ja, okay, scheiß drauf. Es wäre wirklich witzig. Real Talk, es wäre wirklich witzig. Easy jetzt auf mir zukommt und mir würde verarschen. Es wäre wirklich witzig.